Guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen. Die Nacht war ein bisschen kürzer, gell? Die gute Nachricht ist, im Oktober kriegen wir die Stunde wieder. Ich freue mich jetzt schon auf diese Oktobernacht. Ja? Die wird gut. Aber auch diese Nacht war gut. Okay, also wir haben jetzt diese Serie angefangen, Leg's ab. Heute geht es darum, Ablegen von negativen oder destruktiven, zerstörerischen Gedanken. Tja, was gehen dich meine Gedanken an? Du siehst ja sowieso nicht. Ist doch so, oder? Ja, man kann aber die Gedanken des anderen sehen in seinem Verhalten. Und diese ganze Serie, die wir hier haben mit dem Ablegen, die kann unser Leben richtig ganz neu freisetzen, eine neue Dimension von Freiheit reinbringen. Wobei, Freiheit ist nicht das Endziel. Wir wollen nicht frei sein, um frei zu sein. Wir wollen frei sein, um ihm nachzufolgen, mit ganzem Herzen, mit allem, was wir sind und haben. Das ist das Höchste, was es gibt, eigentlich, was wir haben. Okay, kürzlich bin ich aufgewacht nachts und ich habe diesen Vers vor Augen gesehen. Kann man die erste Folie sehen? Daniel 11, 32. Daniel 11, die erste Folie, bitte. Jo. Um was geht es eigentlich heute? Ich bin aufgewacht und ich habe diesen Vers so stark gespürt. Das Volk, das seinen Gott kennt, wird standhaft sein oder sich als stark erweisen und wird handeln. Und da habe ich die Bibelstelle sogar vor Augen gesehen. Ja, ich wusste nicht mehr, was es steht, aber ich habe da gesagt, ja, nee. Wir haben vor vielen Jahren eine Bibelschule gehabt in Rumänien, da war das für uns das Motto eigentlich, über 6 Jahre. Und da ist eine Generation von Leitern herausgewachsen, die ein ganzes Land beeinflusst haben. Und es ist in meinem Herzen als Überzeugung geblieben und Gott hat es nochmal neu wach gemacht. Es geht darum, Gott zu kennen, mit ganzem Herzen mit ihm und für ihn zu leben. Und dann werden wir standhaft sein und werden handlungsfähig sein. Man kann ja über die Zeitgeschichte, in der wir leben, das unterschiedlich interpretieren. Eine Möglichkeit ist zu sagen, ja, es sind Zeiten der Erschütterung, ne? Weil nicht mal die Schweizer Banken mehr sicher sind. Ja, wo bringen wir unser Geld dann hin? Hilft nur noch im Garten zu vergraben, oder? Habt ihr auch schon Löcher gegraben? Ich nicht. Nicht, dass der falsche Gedanken kommt. Ne? Aber was ich damit sagen will, Hebräer 6 sagt, Gott sagt hier, ich werde noch einmal erschüttern, damit das, was unerschütterlich ist, bleibt. Kann es sein, dass wir in diesen Zeiten Erschütterungen erleben in verschiedenen Bereichen, ne? Bereichen von Politik, Wirtschaft, Finanzen, soziales Leben, also was wir gerade erleben in Europa. Deutschland hat stark in den Medien, 12-jährige Mädchen bringen Gleichaltrige um mit 70 Messerstiche. Ne? Wir erleben gerade eine Brutalität. Ich spreche mit Lehrern aus England kürzlich, in Deutschland, in der Schweiz, die sagen, wir haben noch nie so viel Brutalität und Aggression auch gegen Lehrer erlebt wie jetzt gerade. Okay, in dieser Zeit sagt Gott, ich bin Gott. Und ich habe eine Antwort für diesen Planeten. Der Planeten ist nicht dem Chaos überlassen, sondern ich werde mein Volk stark machen in dieser Zeit, dass mein Volk handlungsfähig sein wird. Und diese Epoche, in der wir leben, it's the hour of the church. Es ist die Zeit, wo Jesus sagt, und ich habe mein Volk. Und mein Volk in dieser Zeit wird mich kennen, wird standhaft bleiben, wird nicht weggeblasen werden, wird sich nicht von zeitaktuellen Strömungen wegblasen lassen, sondern mein Volk wird stehen bleiben und wird handeln. Wird in dieser Zeit meine Liebe weitergeben, meine Kraft weitergeben, Hoffnung weitergeben, Zuversicht weitergeben, wo Streit ist, Versöhnung bewirken, wo Gewalt ist, Sanftmut bewirken. Das ist meine Agenda für mein Volk. Danke. Lest einfach mal die Bibel, da steht solche Sachen. Ne? Und deshalb ist mir das so wichtig. Das Ablegen von negativen Gedanken hat etwas damit zu tun, als Ziel, um was geht es? Das Volk, das seinen Gott kennt, wird standhaft bleiben und entsprechend handeln. Unser Denken auf Gott ausrichten macht uns standhaft und handlungsfähig. Also, wer von euch will gern freigesetzt werden durch Ablegen von falschem Denken? 4 Leute, gut. Ihr könnt jetzt einen Tiefschlaf versinken, ihr habt dann Nacht verloren. Ja. Aber für die, die frei werden wollen, hört gut zu. Ne. Gott hat gute Pläne
Gott ist gut und er will uns als sein Volk in dieser Zeit wirklich stark. Dunkelheit über den Völkern, aber über uns geht Herrlichkeit auf. Licht, steh auf, dein Licht scheint, es wird heller leuchten, weil die Herrlichkeit immer mehr auf uns kommen wird. Das ist die Zeit, das ist die Erwartung, das sind die Ressourcen, die wir haben. Der andere Teil der Nachricht ist, ihr Lieben, es mag schmerzhaft sein. Wisst ihr warum? Wenn ich jahrelang oder jahrzehntelang mit negativen Gedanken gelebt habe, sind sie meine Freunde geworden. Und sie sind so stark Teil meiner Identität. Ich habe kürzlich mit einem Mann gesprochen, das war nicht hier, woanders, der stark mit Depressionen zu kämpfen hat. Und ich habe ihm viele Dinge gesagt und er sagt, ja, ja und so. Aber letztendlich war klar, das klingt paradox, er liebte die Depression mehr als die Freiheit. Die Depression hat ihm Gewinn gebracht. Er hat Zuwendung bekommen, Bequemlichkeit, finanzielle Zuwendung, ganzes Paket. Warum soll der rausgehen aus diesem Zustand? Es ist schmerzhaft, Verantwortung zu übernehmen. Und da ist für viele von uns eigentlich der Hauptkampf, ne? Dass falsche Gedanken oft damit verbunden sind, ich bin ja nicht schuldig, das sind ja andere. Ich habe das aus eigener Haut erfahren vor einigen Jahren. Ich hatte einen Konflikt, ob es glaubt oder nicht, ne? Ich, netter Mensch. Ne? Und das hat mich getroffen, ja, weil jemand mich echt verletzt hat. Und da bin ich zu einem Mediator und habe gesagt, ein professioneller Mediator, Doktor der Mediation, ein guter Bekannter von mir, und da sage ich, du guck mal, was der und der gemacht hat, guck mal, was das mit mir ausgemacht hat. Und da sagt er, wem gibst du den Schlüssel für dein Wohlempfinden? Wem gibst du den Schlüssel für deine Zukunft? Ja, aber der hat doch, wer hat einen Schlüssel? Ja. Und das heißt, die Tatsache, dass ich anerkennen muss, auch wenn andere Menschen mich verletzt oder ungerecht behandelt haben, ich habe den Schlüssel für meine Zukunft. Gott hat ihn mir gegeben. Gott hat ihn dir gegeben. Der Schlüssel für deine Zukunft, für dein Wohlempfinden, für deine Beziehungsqualität, für deine Lebensqualität. Der Schlüssel damit in deiner Berufung, deiner Bestimmung zu leben. Der Schlüssel, dich beruflich weiterzuentwickeln. Der Schlüssel für deine Ehe, für deine Familie. Der Schlüssel ist nicht bei irgendjemand anders. Der Schlüssel ist bei dir. Und da gibt es viele Leute, die Zeugnisses erzählen können, ja, wie in ihrer Ehe plötzlich das Ding sich verändert hat. Ich bin verantwortlich und ich nehme meinen Teil an. So oft, und das ist Teil vom falschen Denken, dass eine Teil meiner Identität wurde. Aber ich bin ja benachteiligt, ich bin ja Opfer. Und diese Mentalität von Opfer, ich armer, verletzt und sonst was, das bringt mich in eine Position, wo ich eigentlich den anderen den Schlüssel gebe. Ja, wenn der andere, wenn die sich verändern, wenn die sich anders verhalten, dann kann ich mich auch mal verändern. Leute, Quatsch, finito. Ne? Das ist nicht der Weg von Jesus. Du hast den Schlüssel in deiner Hand, du kannst ab heute anders entscheiden, anderes Verhalten zutage legen, weil der Schlüssel bei dir ist. Es mag schmerzhaft sein, ne? Weil für mich diese Situation, die ich eben erzählt habe, das war auch schmerzhaft. Aber er hat doch, das ist ja egal, was er gemacht hat, vergib ihm, lass ihn los, setz ihn frei und ich habe es gemacht. Es war nicht leicht, er hat mich ja verletzt. Ne? Aber okay, ich habe losgelassen. Und dieses Loslassen kann oft heißen, es geht ja gar nicht darum, wer Recht hat. Es geht nicht um das Recht haben, es geht um das Recht tun. Das Recht haben stellt sich hin und sagt, ja, der andere hat, die andere hat. Das Recht tun heißt, auch wenn der andere die andere hat, aber ich handle so, wie Jesus es vorgelebt hat. So, das war kurz die Einleitung. Es gibt halt zu lachen, das war noch nicht die Predigt. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe noch ein paar, ich kann nicht die Uhr sehen, dass ich nicht, gut. Kommen wir zur zweiten Folie, Denken, Fühlen, Handeln. Wichtig ist, dass wir dieses Dreieck verstehen. Ne? Unser Leben besteht zum großen Teil in diesem Dreieck. Wir denken, wir fühlen, wir handeln. Und viele Menschen sagen, ich fühle so, deshalb handle ich so. Ja, dann bleibst du wahrscheinlich im Kreislauf der Opfermentalität stecken oder im Kreislauf, der andere ist schuldig. Kurzes Beispiel, eine Familie hat 2 Kinder, sogar Zwillinge. Der Vater war Alkoholiker, hat schlecht gehandelt. Der eine sagt, ich vergebe meinem Vater, ich habe einen Schlüssel in der Hand, er wird erfolgreicher Geschäftsmann. Der andere sagt, mein Vater war übel, ich bin ein Opfer, mein Vater hat mich enttäuscht und verletzt. Und endet letztendlich als Alkoholiker auf der Straße. Gleiche Voraussetzungen, unterschiedliches Verhalten.
Wir haben den Schlüssel in der Hand. Und das heißt, der ein erfolgreicher Geschäftsmann wurde, er hat gesagt, auch wenn die Umstände so sind, ich lasse meine Gefühle nicht über mein Leben bestimmen. Meine Gefühle von, ich bin das Opfer, das Arme, wenn ich einen anderen Vater hätte, eine andere Familie, würde mein Leben besser aussehen. Er hat diese Dinge zur Seite gelegt. Er hat gesagt, ich fange an mit dem Denken. Und meine Gedanken, die ich in mich reinpflanze, ist, ich habe Gaben, ich habe Fähigkeiten und ich mache das Beste draus. Oder ganz einfaches Beispiel, Autounfall, kleiner Blechschaden. A steigt aus und sagt, so eine schlechte Sache da. Na, mein Auto, mein schöner Audi. Habt ihr was anderes erwartet? Ne? Ich habe es hingekriegt. Mein schöner Audi hat eine riesengroße Dalle und geht draußen, ärgert sich und schimpft über das Auto, den anderen Fahrer und so. Dem wird der Führerschein weggenommen. Okay. Gleicher Unfall mit einem Fahrer B. Und er steigt aus und sagt, Mann, bin ich froh, dass mir nichts passiert ist. Bin ich froh, dass hier keine Person zu Schaden kam. Der Audi, der kann repariert werden, ne? Menschen nicht. Versteht ihr? Gefühle werden regiert von dem, was wir eigentlich denken. Und das ist nichts Neues. Vor 2000 Jahren gab es schon Leute bei den Stoikern, die gesagt haben, nicht das Ding ist das Problem, sondern unsere Reaktion auf das Ereignis. Ereignisse können wir nicht selber auswählen und bestimmen, aber unsere Reaktion, da können wir selber drüber was uns entsprechend verhalten. Und deshalb die Gedanken bestimmen die Gefühle. Es hat natürlich auch wieder eine Rückwirkung. Ne? Negative Gefühle muss ich Wege finden und die bestimmen auch wieder unser Denken. Aber das Steuerrad ist das Denken und da wird auch das Handeln dann gemacht. Ich kann das jetzt nicht im Detail aufklären. Ich bin kein Psychologe, aber so viel habe ich verstanden von dem Dreieck. Ich habe es in meinem Leben entdeckt. Und ich will euch heute hier einfach mitgeben, das ist keine moderne Psychologie, das ist das, was vor 2000 Jahren aufmerksame, ehrliche Menschen schon entdeckt haben und festgestellt haben. Okay, die Wichtigkeit unserer Gedanken. Wir haben da gesehen von diesem Dreieck, das Dreieck kann irgendwo gesteuert werden und das Dreieck wird gesteuert durch unser Denken. Nächste Folie bitte, ja. Die Wichtigkeit unserer Gedanken. Lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens, Wort Gottes. Also, Paulus schreibt ja nicht, warte, bis deine Gefühle anders werden, warte, bis die Leute nett zu dir sind und dann deine Gefühle positiv sind und dann du motiviert bist. Quatsch. Erneuere dein Denken und wenn du dein Denken erneuerst, dann gibt es die Übersetzung heißt verwandeln, was im Griechischen steht, heißt Metamorphose. Na? Dann wird die Raupe zum Schmetterling. Das heißt, mit dem richtigen Denken wird Gottes Potenzial, die Ressourcen des Himmels in deinem Leben freigesetzt, wird in deinem Leben Realität und du kannst damit leben. Der Schlüssel ist bei dir und bei mir. Es heißt ja auch nicht, Gott wird dein Denken verändern, wenn du genug Bibel liest. Nee, du kannst viel Bibel lesen und dein Denken nicht erneuern. Oder du kannst wenig Bibel lesen und das, was du gehört hast, anwenden, umsetzen, sagen, ja Gott, so ist es und ich mache es jetzt so. Ich denke jetzt so und entsprechend handle ich. Und meine Gefühle, da lese ich manchmal die Psalmen. Und ich meine jetzt nicht die, oh Gott, meine Feinde, mach sie fertig, sondern gibt es auch einen Psalm, kann man finden. Ne? Ich bin mit Menschen im Gespräch, die Jesus noch nicht kennen, die kämpfen da echt damit mit solchen Teilen der Psalmen. Ich verstehe sie ja auch. Ne? Aber ich meine jetzt David, von Saulus verfolgt, von den Philistern verfolgt. Und dann auch das Schlimme, dass seine engsten Freunde sagen, 2. Chronik, nachdem die Frauen geraubt wurden und die Tiere, David, jetzt reicht's uns, jetzt wirst du gesteinigt. Und was macht David? Oh Gott, ich armer Kerl, guck mal, was die mit mir machen. Nee, David stärkte sich in dem Herrn. David stärkte sich in dem Herrn. In diesen schlimmen Fällen, wo es keine menschlichen Ausweg gab. Und ich lese da die Bibel, das ist 2. Chronik 30,5 und da heißt es, er stärkte sich im Herrn und jetzt suche ich den nächsten Vers, was er macht.
Nächster Vers, und er zog los und nahm seine Soldaten mit sich. Sie waren dann wieder bei ihm und sie kämpften und holten die Frauen und Kinder wieder zurück. Warum steht er nicht mehr im Vers 5b oder Vers 6? Tja, David stärkte sich im Herrn. Und das ermutigt mich nachzudenken. Was hat er da wohl gemacht? Und dann sehe ich solche Psalmen, Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist. Lobe den Herrn an guten Tagen, lobe den Herrn sonntags im Lobpreis und alle anderen auch singen, wenn es dir gut geht. Nee, lobe den Herrn meine Seele. Das heißt, es gibt eine geistliche Wahrheit. Gott ist würdig, Gott hat seine Liebe gezeigt. Das Kreuz, einmaliger Beweis, nicht revidierbar, der steht. Ich kann jeden Tag sagen, Jesus, danke, du hast alles bezahlt. Und dann bist du ins Grab gegangen und das Grab ist leer. Das Grab ist leer, la la. Hey Leute, wenn wir Herzensoffenbarung davon haben, dass der Tod überwunden ist, dass Jesus den Teufel besiegt hat, dass er aus dem Grab rauskam, dass er der Schlange den Kopf zertreten hat. Leute, wow, was wollen wir mehr? Hast du ein besseres Evangelium, dann lebt ein besseres Evangelium. Glaubst du an das authentische Evangelium, dann denke gemäß des authentischen Evangeliums und lass deine Gefühle davon bestimmen und deine Worte und dein Handeln. Warum sind deine Worte so wichtig? Ich habe kürzlich von jemand mich inspirieren lassen, der ganz viel zu diesem Thema macht, Erneuerung des Gedankens. Und er sagt, war mir auch neu zu dem Moment, aber klingt logisch, keiner redet mehr mit dir als wer? Du selber. Keiner redet mehr mit dir, nicht mal deine Frau. Keiner redet mehr mit dir selber als du. Das heißt, ich kann Einfluss auf mein Seelenleben nehmen. Ich kann Einfluss auf meine Gefühle nehmen in der Art und Weise, wie ich über mich denke und wie ich über mich rede. Worte haben Power. Am Anfang sagt Gott, es werde, und das Universum kam in Existenz. Wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Wir haben die Fähigkeit, etwas Kreatives mit unserem Mund zu machen, leider auch Negatives. Und die Verbindung zwischen Gedanken und Worte ist ganz, ganz wichtig. Am Anfang war der Logos, das heißt, am Anfang aller Dinge war der Logos das Wort. Und das Wort war eigentlich ein Konzept, eine Vorstellung, und dann hat Gott es ausgesprochen und das Universum kam in Existenz. Das heißt, die Gedanken, die wir in uns drin tragen, die werden nicht gesehen, aber die Gedanken haben Kraft. Und unsere Worte setzen die Kraft frei. Und dadurch wird unsere Seele und wird unser Lebensstil und unser Verhalten, unsere Handlungsweisen bestimmt. Seid ihr noch mit mir? Okay. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir zum Steuern nochmal gehen. Na? Lasst euch eine Metamorphose, ihr werdet eine Metamorphose erleben durch die Erneuerung des Denkens. Das heißt, in dem Maße, wie wir unser Denken verändern, wird unser Lebensstil verändert. Beispiel, Metamorphose. Vielleicht kommst du von einer Familie, wo du 5, 6 Kinder und du bist, ich kenne eine Familie, wo ich gerade mit einem Mann ein bisschen Mentoring mache, 12 Kinder. Und der war irgendwo so mittendrin. Ja. Und sein Lebensmuster ist, wo ist einer, der mich beachtet? Ne? Und das motiviert ihn nicht sehr, in manchen Bereichen, manchen ja, manchen nicht. Aber wo ist jemand, der mich beachtet? Wo ist jemand, der zu mir sagt, hey, du kannst es, du bist mit dir. Und das Denken, das er vom Familienmuster mitgekriegt hat, bewirkt eher so Erwartungslosigkeit und was Passives. Und jetzt kommt das Wort Gottes. Du bist nicht übersehen. Gott hat seine Augen auf dich gerichtet. Und jetzt kann das Denken verändert werden. Ich sage, wow, jetzt denke ich nicht mehr, wie das Familienmodell mir eingepflanzt wurde. Jetzt denke ich nach Gottes Wahrheit. Gottes Wahrheit ist, ich habe einen Vater, der gut ist. Ich habe einen Vater, der mich liebt. Und mein Vater hat Millionen Kinder, aber trotzdem sieht er mich. Mein Vater hat meinen Namen aufgeschrieben im Buch des Lebens. Und jeden Tag ist mein Vater daran interessiert, dass er mich ermutigt, dass er mich stärkt, dass er mir ein Erbe gibt. Das gibt eine Metamorphose aus dem etwas Gleichgültigkeit und Low Energy lebenden Mann wurde plötzlich jemand, der sagt, ich bin auch da. Gott hat mir etwas gegeben.
Er erlebt eine Metamorphose. Er fängt an zu handeln. Er fängt an, mit dem Himmel Kontakt aufzunehmen. Und das ist eigentlich die Idee, dass der Himmel auf die Erde kommt. Dass wir immer mehr von dem, was im Himmel schon beschlossen ist, die Ressourcen, die da sind, in uns aufnehmen und sagen, das ist die Realität, das ist die Wahrheit. Was wir fühlen, ist nicht die Wahrheit, ihr Lieben. Was wir fühlen, ist häufig ein Produkt von Umwelt, von Erziehung, von Bildung und, von Medien. Und diese Dinge, die haben ihren Platz, aber wir müssen sie wirklich an der Wahrheit messen, beurteilen. Und die Wahrheit macht frei. Was sind negative, falsche Gedanken? Jeder Gedanke, der nicht mit dem Wort Gottes in Einklang steht, ist negativ, ist rebellisch, ist Lüge. Und der Vater der Lüge hat ganz viel Interesse daran, dass wir gelähmt sind, dass wir entmutigt sind, dass ich erlebe das so oft, ich rede mit Menschen, die Jesus nicht kennen und dann ist oft der zweite Satz, ja, schau mal die Kirche an, was hat die Kirche gemacht? Sage ich, forget about the church, ne? In erster Linie, sondern es geht um die Person, die dich so sehr liebt, dass sie für dich gesagt hat, ich mache die Tür zum Himmel auf, ich bringe den Himmel auf die Erde. All deine Schuld, ich mache sie weg, deine Bedrückung, ich mache sie weg. Und es geht um diese Person. Ja, und die Kirche? Ja, aber wir als Kirche, wir werden von Gott gerade gelehrt, wir werden von Gott ermutigt, unser Denken zu verändern, dass wir nicht mehr die Schattengruppe sind, die mit negativen Schlagzeilen auffällt, mit Missbrauch und sonstigen Dingen, Korruption, sondern dass wir immer mehr das Volk werden, wo man sieht, wow, in der Mitte von diesem Volk, da lebt eine Person, die ihnen Gnade gibt. Und sie miteinander, sie gehen um mit Gnade, sie gehen um mit Gnade und Gnade und Gnade. Richtiges Denken, falsches Denken. Ich habe so viel Gutes gemacht und ich habe mich so korrekt verhalten. Ich bin ja gut. Gibt es hier wahrscheinlich nicht unter uns, aber ich habe schon mal Leute erlebt, die mit diesem Denkmuster eigentlich gefangen sind. Es sieht erstmal so gut aus. Ich habe alles richtig gemacht, habe alles am Arbeitsplatz richtig, war ich im System drin, gut wurde sehr gelobt. In der Kirche mache ich es richtig, besetze meinen Stuhl jeden Sonntag, gehe noch in eine Kleingruppe und so weiter. Ich mache ja alles richtig. Ne? Mit Gottes Augen, Gott sagt, ich will dein Herz. Ich will dein Herz. Und du Fehler machst, das ist nicht das Problem. Wenn du versagst, das ist nicht das Problem. Ich will dein Herz. Falsches Denken kann Selbstgerechtigkeit sein. Wie schauen wir unsere Geschwister an? Ich rede jetzt nicht über Grützpunkt, ne? Aber ich war schon in Gemeinden, wo man so die anderen Geschwister anguckt und sagt, der ist aber nicht so fromm wie ich. Guck mal, wie der lebt. Oder wo man Geschwister anguckt und sagt, wer ist jetzt von uns, wer hat den meisten Einfluss? Wer hat die beste Kleingruppe? Wer macht die besten Sachen? Gibt es ja hier nicht, ne? Aber ich war schon in solchen Gemeinden. Und diese Dinge, die produzieren Einheit? Keine Einheit. Was ist das Denken Gottes? Einheit. Und die Einheit wird kommen. Weil es ist ein himmlischer Beschluss, die Einheit wird kommen. Jesus hat dafür gebetet und er hat zum Vater gesagt, Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben, dass sie eins sind. Werde ich anders mal noch weiter entfalten. Auf jeden Fall, falsches Denken hat viele Facetten. Falsches Denken bewirkt Distanz, kann Überheblichkeit, man schaut auf andere herab, kann Minderwertigkeit bewirken und deshalb müssen wir falsches Denken ablegen, damit wir stark sind und handlungsfähig sind. Jetzt habe ich noch ein schönes Zitat. Lassen Sie Ihre Gedanken nicht unbeaufsichtigt. Sie beeinflussen Ihre Gefühle. Schöner Satz, hat mir so gefallen, dass ich gedacht habe, den gebe ich euch mit. Ne? Lassen Sie Ihre Gedanken nicht unbeaufsichtigt. Sie beeinflussen Ihre Gefühle. Der dritte Punkt jetzt, wie werden wir praktisch, wie erneuern wir unser Denken? Auf jeden Fall, können wir die Uhr nochmal sehen? Auf jeden Fall geht es nicht darum, dass ich jetzt verkrampft mich festhalte, wo sind falsche Gedanken. Und jetzt habe ich einen falschen Gedanken gefunden. Ich habe einen Gedanken von Minderwertigkeit gefunden. Weg, weg, weg Minderwertigkeit. Ich habe einen Gedanken von Arroganz gefunden. Weg, weg, weg. Nee, das ist nicht die Lösung.
Die Lösung ist eine altbekannte Illustration. Wenn in der Bank jemand lernt, Falschgeld zu erkennen, dann schaut er nicht den ganzen Tag auf Falschgeld. Dann schaut er auf die richtigen Banknoten. Und je mehr er die richtigen Banknoten erkennt, desto schärfer wird sein Blick und sieht auch das andere. Und das ist ein göttliches Prinzip, das wir auch im geistlichen Leben sagen. Wie erneuern wir unser Denken? Vorbild Jesus. Hebräer 12, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Ihr Lieben, auch bei Jesus war es so, er hat etwas gewusst. Er hat gesehen in der Ewigkeit. Millionen, und der Offenbarung sagt 18, 19, unzählbare Menschen aus allen Sprachen, Gesellschaftsschichten, die sagen, würdig, 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 würdig bist du Lamm Gottes. Und diesen Chor erleben wir hier auf dieser Erde. Warum machen wir Sonntagmorgen Lobpreis? Weil wir schon prophetisch das mitmachen, was in der Ewigkeit sein wird. Der Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde bei uns, wie im Himmel. Das sind jetzt schon die Heiligen, die Cherubim, Seraphine, die sagen, würdig bist du, würdig bist du, würdig bist du, heilig. Das ist die Realität, die schon angefangen hat. Und wenn wir das Gebet beten, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, dann lasst uns einstimmen in diesen himmlischen Chor, sagen, dort wird er angebetet, wir machen es hier. Und das hat Jesus gesehen. Er wusste das, er sah vor sich und er wusste, oh, damit es geschehen kann, Gethsemane. Und seine Gefühle in Gethsemane waren echt. Vater, wenn es irgendwie möglich ist, lass diesen Kelch vorübergehen. Er hat Gefühle gehabt. Hätte Jesus sich von seinen Gefühlen in Gethsemane bestimmen lassen, Vater, ich war jetzt 3 Jahre mit diesen 12 zusammen, die rennen weg, keiner ist mehr da, der eine verrät mich, der eine verleugnet mich. Vater, das hat sich nicht gelohnt. Meine Gefühle sagen, das ist nicht gut. Jesus wusste, er hat eine Wahrheit in seinem Herzen gehabt. Er wusste, wow, ich muss da durchgehen. Ich muss die ganze Ablehnung erleben. Ich muss die Enttäuschung erleben. Aber ich lasse mich nicht von der Enttäuschung bestimmen. Der Schlüssel bleibt bei mir. Und Jesus hat den Schlüssel behalten und gesagt, auch wenn ich enttäuscht werde, auch wenn ich abgelehnt werde, Vater, ich sehe etwas da vorne und dort will ich hingehen. Vater, ich nehme den Kelch. Und wir brauchen, um unser Denken zu erneuern, ihr Lieben, ich kenne keine stärkere Motivation für mein Denken, als jemand, der sagt, ich folge Jesus nach, zu gucken, wie es Jesus gemacht hat. Wer kann es besser gemacht haben wie Jesus? Hast du eine Alternative? Ich nicht. Er hat es am besten gemacht. Deshalb schauen wir auf ihn. Und es heißt im Hebräer da auch noch, lasst uns aufschauen auf ihn, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Weil er Alpha und Omega heißt, gibt er gleichzeitig auch eine Garantie, ich bringe dich dorthin. Vorbild Jesus, aber und wir. Und jetzt kommt ein ganz, ganz starker Bibelvers. 2. Korinther 3, 18. Wir alle aber schauen mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an, wie in einem Spiegel, und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. Über diesen Vers können wir jetzt 3 Tage Seminar machen. Was mache ich jetzt in 3 Minuten? Lese den Vers zu Hause. Lese ihn betend. Lese ihn als eine Einladung. Das ist so, wie wenn du falsche Banknoten entdecken willst. So wie wenn du entschlossen bist, falsches Denken aus deinem Leben zu verbannen. Übrigens, falsches Denken ist nicht halt ein bisschen weniger geistlich. Falsches Denken ist Lüge, ist Rebellion, ist Aufstand gegen Gott letztendlich. Ne? Und um falsches Denken zu erkennen, muss ich immer mehr darauf fixiert sein, wie ist dieser Sohn Gottes? Wie ist dieser Jesus? Ich bin sein Nachfolger. Wem folge ich nach? Wie sieht der aus, dem ich nachfolge? Und mit unverhülltem Angesicht heißt, wow, meine Schuld ist vergeben. Ich bin gerecht, ich bin eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Ich habe das Recht, auf ihn zu schauen. Mit unverhülltem Angesicht
schauen wir die Herrlichkeit des Herrn an, wie in einem Spiegel. Das heißt, in der Antike gab es Spiegel, die nicht aus Glas waren wie heute, sondern aus Metall. Das heißt, es war nicht so ganz, ganz scharf alles. Wir werden auch Jesus nicht so ganz, ganz scharf sehen, aber immer mehr, immer mehr, immer mehr werden wir von seiner Herrlichkeit sehen. Willst du das? Es ist schwer, den Kampf gegen Lüge anzutreten, wenn wir nicht von der Wahrheit beeindruckt sind. Ich will dich ermutigen, kämpfe nicht gegen die Lügen, solange du nicht von der Wahrheit und von ihm, vom König der Herrlichkeit mehr beeindruckt bist. Das wird so ein Stress, ne? Fokussiere wirklich, dich mit ihm zu beschäftigen. Und ich habe kürzlich starke Zeiten gehabt, wo Gott mir gesagt hat, es geht um Lust. Wow, Lust! Nächsten Sonntag haben wir eine Predigt über Lust, die in Pornografie sich äußert. Hey Leute, und sexuellem Fehlverhalten, das müssen wir beseitigen, ja. Aber wisst ihr was? Habt eine Lust am Herrn. Gott hat uns so geschaffen, dass wir Lust haben. Ne? Ohne Lust zu leben ist mühsam. Deshalb habt eine Lust am Herrn, schaue auf ihn, werde immer mehr von ihm begeistert und rede mit ihm. War ich das? Oder war das vom Himmel direkt? Nein. Okay, trinke ich mal einen Schluck. Das heißt, die Lust am Herrn ist so eine wichtige Hilfe für uns, um das Negative, es ist eigentlich, das Negative ist Illusion. Ich muss besser sein. Ich lebe in Competition. Ich lebe halbherzig, weil die Welt ja mir auch so viel zu bieten hat. Oder ich bleibe in meiner Depression, weil ich ja da, ist eigentlich bequemer. Ne? All diese Dinge, Leute, let's forget it. Ne? Lasst uns wirklich unser Herz aufrichten mit ganzer Fokussierung. Es geht um Jesus. Und Jesus hat die Schöpfung gemacht, damit wir die Schöpfung genießen. Das ist nie lebensfremd, lebensverachtend. Wow, danke für die gute Schöpfung. Danke für die Schönheit der Natur. Danke für die Schönheit in der Ehe. Danke für Sex in der Ehe. Wow, Gott ist so gut, gibt uns so viele gute, wertvolle Sachen. Wow. Aber hinter allem, über allem sehen wir den König aller Könige, sehen wir die Quelle des Lebens, sagen, Jesus geht um dich. Danke für das alles. Oh ja. Wir konzentrieren uns auf unser Ziel, das ist Gott selbst. Und jetzt kommen wir zur Landung. Wir haben Waffen bekommen, auch im 2. Korinther 10. Mit den Waffen Gottes zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen solche Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Das heißt in anderen Worten, wir schauen immer mehr auf Jesus und dann merken wir, wo unser Denken daneben ist. Ne? Und dann sagen wir nicht, oh, ich armes Opfer meines falschen Denkens, sagen wir, ich habe Autorität von Jesus. Mein Denken hat Kraft, aber er hat mehr Kraft. Sein Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Und ich nehme die Waffe des Wortes Gottes und ich sage, diese Lüge der Minderwertigkeit, diese Lüge der Arroganz, diese Lüge von Competition, diese Lüge von Kompromissen, diese Lüge von falscher Lust und falschen Quellen, in Jesu Namen, ich trenne mich davon. Wow, Halleluja! Und ich werde frei. Frei wozu? Damit ich ihm nachfolgen kann, damit ich ihn repräsentiere zum Abschluss. Und jetzt landen wir definitiv. Der permanente Prozess, das ist nicht in einem Tag zu Ende. Ich lebe das seit Jahren und wir haben hier in der Gemeinde diesen Kurs Live, Leben in Freiheit. Das ist so ein starkes Tool, wenn wir dieses Denken immer mehr einüben. Nach dem Gottesdienst sind wir oben am 3. OG und reden auch über den 2. Schritt Leg's ab, wo wir das auch ein bisschen besser vorstellen. Das sind alle herzlich eingeladen. Wir wollen diesen 2. Schritt von unserer Jüngerschaftskultur Leg's ab euch mehr nahe bringen, mehr Details dazu sagen, euch einladen und dann erleben, dass wir als Gemeinde immer mehr frei werden, um den Willen Gottes zu tun. Also der permanente Prozess, das ist einfach jetzt nochmal die Zusammenfassung und wenn ihr Kamera habt, fotografiert das, lebt das, erkennen, bekennen, falsche negative Gedanken. Seid wie Detektiv, da war ein falscher Gedanke, den habe ich jetzt erkannt und ich bekenne ihn. Gott, das war falsch, das war nicht dein Design, das war eine Lüge. Zweitens, wir legen es ab. Und ich mache das oft so, wenn ich das Seminar mache, ich habe eine Jacke und ich schmeiß die weg. Der alte Mensch ist ausgezogen, ich habe mit dem nichts zu tun. Auch wenn er noch manchmal mich
wieder zurückholen will. Ach, es war so schön. Ach, guck mal, diese Gedanken der Arroganz, der falschen Lust, der Minderwertigkeit, der Depression, die Sachen können alles so schön sein. Ich trenne mich davon. Wir dürfen aggressiv sein im Geiste. Und dann das Dritte, ich habe mit vielen Leuten in meinem Leben schon Seelsorge gemacht und je älter ich werde, desto mehr bin ich von diesem dritten Schritt überzeugt, ersetze. Wenn wir nicht Wahrheit in uns reinpflanzen, dann werden die alten Dinge uns wieder einholen. Deshalb ersetze, suche im Wort Gottes, was ist die Wahrheit über Gott, die Wahrheit über dich und pflanze in dich rein. Und dann, wie wir es in 2. Korinther 3 gelesen haben am Schluss, es ist der Geist Gottes, der das tut, der uns die Kraft dazu gibt. Leute, ich will euch ermutigen, kultiviert, pflegt eure Beziehung mit dem Heiligen Geist. Es ist die Kraft, die Gott uns gibt, damit wir die Wahrheit mehr in uns reinpflanzen. Ich schaffe es nicht ohne den Geist Gottes. Es ist schon schwierig genug, manchmal mit dem Geist Gottes. Aber Leute, lest diesen Vers 2. Korinther 3,18. Das schaue mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Das schönste Wesen des Universums, dem alle Schätze der Weisheit sind und der Erkenntnis. Die Liebe in Person, die Wahrheit in Person. Mein Hirte, der Hirte meiner Seele, der Weg zum Vater. Ein hoher Priester, der jeden Tag für mich betet, auch wenn ich nicht bete, er betet für mich. Ich schaue mit unverhülltem Angesicht, schaue ich diesen wunderbaren Jesus an. Und während ich das tue, sehe ich, das ist Wahrheit. So ist er. Wahrheit, die frei macht. Geist Gottes, hilf mir, das als Herzensoffenbarung immer mehr zu ergreifen und damit zu leben. Geist Gottes, lehre mich, leite mich in der Wahrheit. Und so wird diese Metamorphose immer mehr Realität in uns. Und wenn du morgen noch nicht perfekt bist, ich bin nach vielen Jahren auch noch nicht perfekt, das ist nicht die Verheißung. Die Verheißung ist, Jesus sagt, ich bin treu. Ich bin bei dir alle Tage. Auch wenn wir fallen, er hilft uns wieder auf. Aber sein Bewegung. Jetzt bete noch zum Schluss mit uns, dass Gott diesen Prozess des Ablegens immer mehr freisetzt und wir immer mehr das Volk werden, das ihn kennt, standhaft bleibt und ihn repräsentiert. Jesus, danke, dass du diesen Bund angefangen hast. Danke, dass du dafür garantierst, dass du mit deinem eigenen Blut uns erkauft hast. Wir sind einfach sprachlos, Jesus, über diese Liebe, über diese Hingabe an uns. Und danke, dass unsere Namen aufgeschrieben sind im Buch des Lebens. Hilf uns, Jesus, Dinge abzulegen, indem du uns immer mehr begeistert machst von dir selber. Heiliger Geist, wir wollen dich nicht draußen halten und sagen, du bist einfach eine dogmatische Formel der Trinität. Heiliger Geist, du bist Gott, du bist Herr, so steht es im Wort. Und Heiliger Geist, wir wollen dir den Platz geben, der dir gehört, damit diese Transformierung, diese Metamorphose immer mehr Realität wird und wir in der Bestimmung leben können, als Einzelne und als Gemeinde, für die Jesus gestorben ist.